Wir brauchen mehr Respekt für die eler Leute an unserer Gesellschaft. Und an denen Lehrern, die aus der Krise zählen, sie gehört schon die Diskussion von Haut, an es gibt Defizite an denen Hemer. Und dafür ist es ganz wichtig, dass wir uns überlegen, was können wir machen, für auch den dritten Alter mehr zu respektieren. Es gibt eine abstruse Diskussion an den letzten Monaten. Ich erinnere mich noch an Brexit, das gesagt gehört und das so ausgegangen, weil vor allem eler Leute aufgestimmt haben. Eler Leute haben einfach vollwertig Matspruchrecht an der Gesellschaft. Wir alle profitieren von ihren lebenslangen Leistungen. Und ich meine, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst sind, auch wenn wir das Teil heute diskutieren. Ich will vielleicht mit einer Diskussion, die auch hier im Land gefeiert gehen, als nach 400 Krise, das ist die vom Adapter. Du hast eben die Diskussion gefeiert gehen, die eigentlich dazu gefeiert wird, wie Mobilität von den älteren Leuten zu reduzieren. Zum Teil aus Kächtegründen, dann als gesagt, wir mehr Sammeltaxien. Wir müssen auch auf die Diskussion zurückkommen, weil allein aus sanitären Gründen ist das natürlich heute nicht mehr denkbar. Sammeltaxien beim Adapter. Mir hätte gerne einen ganz anderen Approach. Ich meine, eng von den Lehrern, die man müssen sehen, als dass man soll gucken, was können wir machen, wie die Mobilität von den älteren Mitbürgern zu verbessern. Was können wir machen, für so ein Modell, Taxi, Adapter oder so anzufeiern, für einfach die Leute, auch die an Hemer sehen, können mehr mobil zu machen, nicht nur an ihrer Gemeinde, sondern dass sie auch andere Sachen können machen. Ich meine, wir sollten auf den Weg gehen, wo mehr Großzügigkeit an dem Bereich, an die ganze Adapter-Diskussion nach ein auf den Weg stellen. Wir hatten an den Hemer große Probleme. Wir hatten auch mal im Sterben die schlimme Situation, weil Leute hier Leute nicht konnte besichern, die Sterben lachen, oder eben, dass die Leute müssen allein sterben. Das ist alles ganz dramatisch. Wir haben eine Aufgabe, eine Pflicht als Staat, für alle Formen von Gewalt, auch psychischer Gewalt, von den älteren Leuten wegzuhalten. Das gilt auch in dem Sinn, dass man hier Dignität muss respektieren. Das ist nicht normal, dass ältere Leute nicht mehr können mit ihrer Familie auf der Präsenz von einem Member vom Pflichtpersonal schwätzen. Wie sollen dann Moderne können schwätzen über Familiensachen, über Gesundheitssachen, über Finanzsachen, von einem dabei steht, der nicht zu der Familie gehört? Das ist einfach eine Manier, wie mit den Leuten umzugehen, die hier Dignität nicht genug respektiert. Und wir müssen noch aufpassen, dass alle Formen von Humiliation evitiert wird. Irgendwo steht noch, dass zum Teil behindert Leute, die müssen beim Lieferanten, bei der Lieferantenentrée, bei der Entrée des Fournisseurs Kontakt mit ihren Leuten. Das ist alles nicht nötig. Und wir müssen die Lehren, die wir aus dieser Krise sehen, durch benutzen, dass wir müssen gucken, was wir machen, für mehr Dignität an diese Situationen heranzubringen. Ich muss aber auch sagen, dass die Regierung an dieser Diskussion ganz schwer war. Es geht nicht durch, wie Madame Familienminister gemerkt hat, wie zu sagen, ja, das sind Privatstrukturen, das sind privat, da können wir nichts machen als Staat. Den Herr Edukationsminister, Herr Meisch, den ist viel mehr weit gegangen. Den hat am Mengen an sogar eine Verletzung von gesetzlichen Grundprinzipien aus den hingegangen und den hat privat, kontraktuell Kontrakte angegriffen zwischen den Leuten, Krächen und so weiter, für da andere Dispositionen zu holen. Das ist vielleicht zu viel weit gewesen. Mit der Staat kann nicht einfach sich aus seiner Verantwortung für die Mitbürger rauslesen, wie zu sagen, dass diese Privatstrukturen, da können wir nichts machen. Nein, das hätte können. Es hätte können, die Staat hätte können besser akkompagnieren, hat können mehr klare Instruktionen rausgehen, hat können helfen, für einfach das Wohl von all den Leuten mehr an den Zentrum der politischen Überlegungen zu stellen. Es war schwer. Es war nicht leicht, hat der Minister hat das ja auch mal erklärt, das kann ich nicht so, sie hat nicht gemacht, aber es wird schwer agiert. Und unseren nicht stark genug eben. Wir haben auch einen Auftrag für Lebenskonditionen wie die älteren Leute zu überdenken und wird immer besser zu machen. Dazu gehört selbstverständlich Spruch, aber dazu gehört auch die digitale Exklusion. Besonders auch die Regierung hat an ihrer Modernitätsfimmel einfach die Tendenz, alles auf digital zu setzen. Es ist nicht jederin Lettré an dem Sinn vom Digitalen. Muss ich einfach immer mit bedenken, dass es leider in unserer Gesellschaft gibt, die DW in der Kommunikation nicht benutzen und dann auch daran denken, für die Leute nicht fallen zu müssen. Wir brauchen mehr Forschung am Sinn, wo besser gehen, mehr gesund gehen. Wir brauchen eine freundliche Umgebung, auch an unserem Urbanismus und so weiter, für die Lebensqualität von den älteren Mitbürgern immer ganz hoch zu halten. Nur noch eine ganz konkrete Konklusion als RDR, die wir wollen hier proposieren.
Wir denken, dass institutionell den dritten Alter an unserer Gesellschaft nicht genug repräsentiert ist. Was geht es dann? Wir haben das Seniorentelefon, wir haben auch die CET, die Centre pour l'égalité de traitement, die mal kann Reklamationen entgegentuellen. Wir denken, wir sollten die Probleme auf dem dritten Alter ähnlich machen beim Ombudsmann für Kinder und Jugendliche, sollte man auch so etwas so wie den dritten Alter. Wir sollten einfach eine Struktur haben, die Leute kann aufhängen, diese kann beraten, die kann helfen, die kann vermitteln mit Administrationen, ob wir das machen über die Weben ausbauen Kompetenzen vom Ombudsmann, den wir haben, oder wenn eine neue Struktur, darüber kann ich selbstverständlich diskutieren, aber wir sollten institutionell auch den Schritt machen, für zu sagen, wir müssen den dritten Alter an unserer Gesellschaft abwerten und die Probleme, die die Leute haben, auch besser behandeln.